Herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Bern. Wir haben heute folgende Themen für eure Sendung. Ein Punkt und eine Linie für die Blinden. Das Besuch bei Studemann und Co. Eine Skilegende verliebt sich in eine Bernerin. Die Kinder kommen schon von klein an mit ihnen in Kontakt. Wir sehen sie überall. Buchstaben. Fehlt aber das Augenlicht, fällt auch das Visuelle weg. Ein einzigartiges Kinderbuchprojekt aus Biel will diesen Unterschied inklusiv und spielerisch ausgleichen. Also wir haben 9 Hefte gemacht. Das hier waren die 2 Prototypen, die wir gemacht haben in der zweiten Phase des Forschungsprojekts. Und nach diesen 2 Prototypen haben wir noch 7 weitere Hefte zu Themenfeldern gemacht, die wichtig sind im pädagogischen Aufbau vom Heranführen an die Brailleschrift. Wie so ein Heft funktioniert, ist eigentlich ganz simpel. Wenn man das aufschlägt, haben wir hier immer den kleinen Punkt. Das ist der Alex, weil der Punkt ist der Buchstabe A in der Brailleschrift und 2 Punkte ist der Buchstabe B und so weiter und so fort. Und hier findet man dann den Alex und dann haben wir jeweils auf jeder Doppelseite eine Aufgabe, die man lösen muss. Und man kann immer den Alex suchen. Der kleine Punkt der ist immer irgendwo versteckt. Und so geht es eigentlich durch ein ganzes Band durch, immer wieder mit einer Doppelseite, die eine Aufgabe ist. Hier müssen sie unterschiedliche Muster ertasten. Die sind zwar unterschiedlich im Taktilen, aber farblich die sind die gleichen taktilen Muster jeweils nicht gleich. Das ist jetzt hier zum Beispiel der Fall, wo man sieht, die roten sind zwar farblich gleich und das bringt nachher quasi die sehenden Kinder auf das Glatteis, weil sie das Gefühl haben, das und das und das ist das Gleiche. Das stimmt aber nicht, sondern sie würden gescheiter vorher, bevor sie sagen, was das Gleiche ist, schnell tasten und sich das dort bestätigen. Und die Blinden haben das Problem vom Farben sehen halt nicht und sie ein schneller. Die 9 Bände führen ja Kinder im Vorschulalter, also zwischen 4 und 6, an die Schrift her. Das heisst, es ist nicht die Meinung, dass sie nachher lesen können, wenn sie in die Schule kommen, sondern sie wissen, und das ist ja der eklatante Nachteil von blinden Kindern, sie haben nichts mit Typografie, bekommen das nicht mit. Das ist nicht das Gleiche wie Sehende, die sehen, dass etwas vorgelesen wird oder so. Oder dass das orange M eben, dass man dort Essen einkaufen kann, sondern die blinden Kinder haben keine Chance bis jetzt. Und das ist das erste wirklich wissenschaftlich evaluierte Lernmittel, wo blinde Kinder und sehbeeinträchtigte Kinder zusammen mit, und das ist ja das Coole, es ist ein inklusives Projekt. Und was wir jetzt machen möchten, wenn wir weiterdenken und nicht nur die Sprachadaptionen im Kopf haben, ist, dass wir Alex und Lilali weiterhin funktionieren, indem man eben das Lesen und das Schreiben auch beibringt. Also weitergeht im Prozess und sagt jetzt von 1. und 2. Klasse machen wir Bände, wo die Kinder wirklich nachher lernen lesen. Wie an den Schwingfest Kränze verteilt werden, gehört der Schwingclub Schwarzenburg meistens zu denen, die mitjubeln dürfen. Ein Verdienst, der dem technischen Leiter, Rolli Tinu, zuzuschreiben ist. Die Plattform J ist in ein Training gegangen, wo Schwinggrössinnen wie Studemann Fabian, Ledermann Michael und Schwander Severin mit ihren Nachfolgern selber ins Sagmel steigen. Erst waren wir noch nie, leider nicht. Der zweite Platz war das höchste der Gefühle bis jetzt. Aber ja, schlussendlich, es ist schön, wenn es so viele Grenzen gibt. Aber ja, wenn wir nicht zuerst sind, ist es nicht so tragisch. Das schönste Erlebnis vom Schwingclub. Ja, was wollte ich da sagen? Der Schwingclub-Preis ist gegen ein Highlight. Alle 2 Jahre gehen wir ein bisschen reisen miteinander. Das macht schon ein paar Spass. Der Clubpreis, wo seid ihr dort schon gewesen? Ja, diversen Orten. Ein bisschen querbeet durch die Schweiz, von Ost nach West, von Nord nach Süd. Dann ist auf Frankreich raus. Genau. Und von Beiz zu Beiz. Richtig, unter anderem. Hast du eine Erklärung dafür, wieso ist der Schwingclub Schwarzenburg so erfolgreich und so stark? Ja, wir probieren hart an uns zu arbeiten. Ehrgeizige junge Typen, die etwas erreichen wollen, die Freude haben am Schwingsport, die einander pushen.
das Gefühl, das macht es ein bisschen aus. Wichtig ist es auch jetzt gerade für die Jüngeren, dass sie sehen, dass da die Vorbilder auch da sind. Ja, das ist schon richtig, das zieht hier. Ich denke, es ist sehr schön, wenn man solche Aushängeschilder hat. Das hat man nicht alltag, das ist nicht selbstverständlich. Aber ja, es ist cool, es macht Spass. Schlussendlich sind wir ein Team, sind wir ein Schwingclub, haben alle zusammen Freude am Schwingen. Wir einander motivieren, ein bisschen pushen. Ja. Es hat aber viel Positives gehabt. Gibt es vielleicht auch Kehrseite im Club, Herausforderungen, Sachen, die er vielleicht noch verbessern muss? Auch? Ja, ich glaube, arbeiten muss man immer in jedem Verein. Ich glaube, wichtig ist, dass wir alle zusammen arbeiten, dass wir unsere Anlässe, die wir durchführen, dass wir die über die Bühne bringen können. Da braucht es immer wieder viele Leute, da braucht es den ganzen Club, von jung bis alt, von die starken Schwinger, die schwächeren Schwinger, es braucht schlussendlich alle. Da muss man immer dranbleiben. Ja. Die Reise von Max Saladin durch das Engadin geht weiter. Er hat die Familie von Domingue Giovanoli getroffen. Der Ex-Skistar, der 1968 das Kunststück geschafft hat, den Slalom in Kitzbühel und Wengen zu gewinnen. Mit dabei sind Sohn Can, wo sie zusammen ein Kochbuch kreiert haben, und seine Frau Ursula. Ein Porträt von einer bodenständigen Familie mit einem tief verwurzelten Sinn für Tradition und Zusammenhalt. Also ich bin pensioniert, aber ich muss immer ein Programm haben. Wenn ich am Morgen aufwache, dann ist es ideal, wenn ich ein Programm habe, etwas zu tun. Ich tue natürlich kochen. Ich koche meistens am Mittag und am Abend. Das geht mir locker. Und unterstütze auch Corinna, die Tochter, die jetzt Hotel Privato führt. Wenn es jemand braucht oder in der Küche, die hat ein ganz tolles Team. Und ich kann dort helfen. Und meistens so in der Saison, einmal in der Woche, Mittwoch, koche ich aus dem Buch «Pape Fill», Vater und Sohn. Ja, ich glaube, das werde ich immer haben. Also, dann muss es mir ganz schlecht gehen, wenn ich nicht mehr kochen kann. Ich esse auch gerne gut. Und ist auch eine Aufgabe. Es ist so, wenn wir am Morgen, wenn ich aufkomme, ich komme meistens später als meine Frau Ursula auf. Sie hat dann schon das Programm, sie ist schon auf 120, ich bin so auf 60. Und dann sagt sie schon, was gibt es zum Mittag, schon beim Morgen. Und dann sagen wir, haben jetzt noch 3-4 Stunden Zeit bis am Mittag. Also am Mittag gibt es etwas. Und so koche ich auch. Ich muss ein bisschen unter Druck sein. Und dann bis am Mittag habe ich es. Ich tue vielleicht ein bisschen planen oder sage, ich schaue dann in den Kühlschrank rein. Und ich sage immer, mit Resten kochen und etwas Gutes herbringen, ein gutes Gericht, das ist toll. Das ist ein schönes Ziel, das man erreichen kann. Certas personas ci discurrivan ad una romansch con me. Allora al principio ma per me era fitch pomoscheia. E ho sentito in famiglia il domenche si sempre piuttosto romansch, ma tre così fens Berndeutsch gereste. Perdes forse un po' expressions, richtige berndeutsche Ausdrücke, verlierst du wenn du nicht mit Berndeutsch zusammenredest. Aber eben auch der als Fans, ich merke auch bei den Kindern, wenn sie allein sind, dann reden sie zum Teil volles Berndeutsch. Die dritte Tochter, die hat viele Zeit bei meiner Mutter verbracht, ist dort die Ferien können. Und wenn sie zurück ist, hat sie das tiefste Berndeutsch geredet. Und dann ist sie heim und gesagt, «Mami, ich gehe wieder zum Grossi, das hat viel mehr Zeit als hier.» Und gesagt, «Hast du schon, hast recht.» Für das Grossi sind die Kinder sehr, sehr wichtig gewesen. Und halt schade, dass wir eine grosse Distanz hatten zwischen uns. Es sind doch 320 Kilometer ungefähr. Nein, aber jetzt bin ich da von Anfang an daheim. Es geht a Cesa, das ist Fitschbein. Das war es auch schon wieder mit unserem heutigen Panorama. Die ausführlichen Artikel zu allen Themen findet ihr auf unserer Webseite und im App. Jetzt seht ihr noch das Wetter mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Meteo News. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis gleich. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Sommerferien. Made in Bern.
Schön schauen Sie das Wetterupdate hier auf der Plattform J am 18. Juli. Ich hoffe, Sie haben den Tag auch ein bisschen draussen verbringen, mindestens in der Pausezeit. Ein bisschen Sonne tanken und wenn Sie Ferien oder frei haben, dann ist das ja sowieso ein prächtiger Sommertag heute. Den Donnerstag, den wir hier verbracht haben. Und am Morgen und übermorgen sieht es noch recht gut aus mit hochsommerlichen Verhältnissen. Ein flaches Hochdruckgebiet ist wetterbestimmend. In der Nacht auf den Sonntag erreicht es dann hier von Westen her eine Kaltfront. Aber bis uns die beschäftigt, geniessen wir zuerst noch die hochsommerlichen Temperaturen und vor allem die Sonne. Wir werden morgen am Freitag mit viel Sonne in den Tag starten. Die Temperaturen am Morgen auch schon sehr mild mit etwa 15, 16 Grad. Und dann geht es darauf auf rund 30 Grad am Nachmittag. Es ist recht sonnig den ganzen Tag durch mit ein paar Schleier und da speziell über dem Oberland ein paar Quellwolken. Die dürften aber grösstenteils harmlos bleiben. Ein Tag also, wo wir draussen verbringen können, wo wir in die Berge gehen können, wo wir in die Badi gehen können. Und die Möglichkeit haben wir auch noch am Samstag. Da ebenfalls meistens sonnig, trocken und um die 30 Grad heiß. Am Sonntag dann mit einer Kaltfront, zeitweise nass, gewitterig. Und die Temperaturen die gehen deutlich retour. Anfang Woche zum Teil sonnig. Einzelne Regengüsse kann man aber nicht ganz ausschliessen. Temperaturen dann eher gemäßigt warm, so um die 23 bis 25 Grad. Das war vom Wetter hier auf der Plattform J an diesem Donnerstag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.